Hier im Wassertempel bei Tales of Berseria musste unsere Gruppe einiges feststellen. Vor allem natürlich für unsere jungen Exorzisten Eleanor, die ja so unerschütterlich an den Glauben der Abtei festhing, musste jetzt, glaube ich, doch einsehen, dass die Abtei... Naja. Wow. Sind plötzlich alle so knurrig. Plötzlich, ich fange hier an, plötzlich die Abtei zu lästern, sag jetzt mal, und die alle so, was will der hier? Was macht der? Okay, geh ja schon. Ja, dass die Abtei halt doch nicht so cool ist, wie irgendwie alle glauben mögen, wa? Dass sie einfach halt auf Teufel komm raus, ohne Verluste, das, woran sie glauben, durchsetzen wollen. Und der Rest ihnen gerade... The malevolence is getting stronger. My. The effects are already starting to show. Jetzt wird dafür endlich mal von der Bosheit gesprochen. Finde ich schon mal schön, ja, wir sehen es ja auch ziemlich deutlich. Ich bin gespannt, was noch alles passieren wird. Ja, nicht mehr Dämonenpest, hä? Jetzt endlich mal die Bosheit, wie wir es aus Testiria kennen. Ich bin gespannt, was noch alles... Warte mal. Was gehen wir jetzt da durch? Hä? Ja, doch. Verstehe ich nicht mehr. Egal. Ich bin ein bisschen confused. Könnte ich eigentlich... Ja, okay. Ich könnte auch zurückporten. Dann hätte ich vermutlich das hier nicht mitbekommen, war, dass hier halt die Bosheit stärker wird. Abgesehen davon, wir sind sowieso gleich da. Oh. Ab durch die Mitte. Ja, ich denke mal, der Wassertempel, der ist soweit abgeschlossen. Jo, die Bose sind überall stärker. Ich frage mich nur gerade, warum? Einfach generell, oder? Hat es einen bestimmten Grund? Jo, hier nicht mehr. Also der Friede vor der Eierkuchen. Die Frage ist auf dem Rückweg. Soll ich da mal das andere Alarmstufe Rotmonster platt machen? Ich meine, wann, wenn nicht jetzt, Hier bei Part Nummer 59 bereits bei Tales of Testiria, Berseria, Entschuldigung, nicht Testiria. Gehen wir ins Zentrale rein, genau, weil da müsste ich doch... Nee, wäre eigentlich vorher schneller gewesen. Wenn ich direkt das Westliche nehme, bin ich, glaube ich, ein bisschen... Warte mal, ist wieder da? Tatsache. Hey Mann, was wollt ihr da drüben? Ja, ich komme ja schon. Ich war nicht ewig. Doch, du warst ewig, du bist so programmiert. Schön fies, wa? Okay, hey, jetzt wird doch wieder stärker Bosheit hier, willst du mal verarschen? Das checke ich jetzt nicht ganz, so seht ihr, was der stärker ist. Nicht ganz logisch, oder? Aber egal, das ist halt die Logik. Ja, blablabla. So, wir sind gleich da. Fidiralala! Attacke! Ziemlich großes Viech. Schwäche Erde hingegen, das gefällt mir, aber ich glaube, ich werde erstmal noch ein bisschen hier loslegen. Und dann ein bisschen.
Liegt er? Jo, das hat doch ordentlich wehgetan. Ja, kann nur. Ja, treffen muss man können, wa? Wir haben ein paar Seelenketten. Ja, komm. Komm auf mich zu. Komm, hier bin ich. Nicht da. Guck zu mir. Nein, Laphicet, den soll es mit dem Leben lassen. Den brauche ich noch. Er ist mein Werkzeug. Was mit Soße? Ja, man merkt aber schon, dass sie halt stärker werden. Der hat Widerstand, der hat aber natürlich unsere Magilu auch nichts. Rokuro in der Variante. Alpha hat einen plus 30%. Ja, da müssen wir Rokuro reinschicken. Jawohl, Enno ist auch eher physisch, ja. Fucking Laphicet, aber ich brauche jemanden zum Heilen. Da kann er Schaden machen, ein bisschen klüger. Das war cool. Wo ist mein? Ja, toll. Bereits jemand aufgenommen. Aua. Aua. Naja, hier bin ich. Oh, bin doch ausgewichen. Aua, offenbar nicht gut genug. Ich wollte gerade fragen, damit mal jemand zurückholen hier. Ja, der ist doch ein bisschen stärker als erwartet. Gut, ich glaube, Asen ging ihn zum ersten Mal zu Boden. Kann ich jetzt mal riskieren, ihn zurückzuholen. So, zu der Theorie. Wird so viel stärker wieder? Was ist da los? Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir erst am Leben bleiben würden. Mann, ich hab doch geblockt. Was soll der Quatsch? So, vielleicht auch Glück, wenn ich erstmal die anderen alle zurückhole. Ich glaube, das können wir verlieren, Freunde. Macht halt doch relativ viel Schaden und das gefällt mir ganz und gar nicht. Sehr gut, sehr gut. Das hat er gerade geheilt. Das glaube ich einfach nicht. Okay, sind es noch ein bisschen stärker, die Viecher. Das war verdammt knapp. So. Ja, ich weiß, es gibt keine Erfahrungspunkte, so ist mir aber scheißegal. Oh, ist die Kultur gerade neu? Egal, wir haben es geschafft. Das ist natürlich die Hauptsache. Wie gewohnt. Wie gewohnt. Oh nee, wieso immer so ein Scheiß? Waffenmäßig auch nichts Besonderes drauf. Nee.
Naja, interessante Truppe. Ich schicke da wieder mal Rokuro rein. Ja. Niemand keinen Bock auf euch. Verpisst euch! Ja, ja, unsere allseits geliebte Bosheiten. Aber auch allseits verhasst. So, wir sind gleich da. Firalala. Nee, aus! Böser Falke! So, und was ist da vorne los? Kann ich vorne noch speichern oder wird es vorher schon ausgelöst? Das könnte knapp werden. Aber es geht noch. So, jetzt bin ich sehr mal gespannt, wie es gleich weitergehen wird. Vor allem auch in der Bosheit. Grim, what's up? Did you come to share something else you found in that book? Not quite. I'm afraid the malevolence has grown too dense for me to hole up at the inn reading. Malevolence? The hell? What's that coming out of their bodies? Malevolence. They're all hitting their limits. Demon Blight! Even the inn girl! Why is this happening? They're demons now. Their malevolence is spilling over. The malevolence. All of that energy spilling from their bodies? That's what causes the demon blight? Do you know what demon blight really is? What demons are? They couldn't have gotten far. Track them down at all costs. We'll talk later. The Exorcists are going to have their hands full with these demons. Let's get back to the ship while we can. Tja, so zu der Stadt, wa? Naja, nee, Bosheit. Warum plötzlich? Jetzt nur, weil wir da die Barriere geknackt haben? Oder aber ist ja gerade etwas richtig böse auf dem Weg hierher? Das kann nicht sein. Doch irgendwie schon ein herrsches Unheil auf dem Weg hierher ist. Im Schluss werden halt doch die oberen Exorzisten in die Mundpest ausgelöst. Versteht das quasi, weil hier Theresa und Oscar und so unterwegs sind? Nee, kann irgendwie auch nicht sein. Ich schätze mal, Porten geht nicht gut, wa? Gucken, wo ist denn Haria? Nö, da würde ich lieber nicht mehr hingehen, wenn ich einer sein soll. Eine Truhe übersehen. Tatsache. Wie kann ich es wagen, ja bloß Truhen zu übersehen?
Ah, ich war noch nie hier unten, deswegen. Kannst bitte mal aus dem Weg gehen? Dankeschön. Ich war bloß ein bisschen Galt. Habe ich eh schon eine Hülle umfülle. Die Bosei. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Jetzt kann wieder irgendwo ein Endboss-Fight. Es hat schon ein bisschen was von Cestiria gerade. Jetzt noch nicht mehr, weil es nur ein bisschen ortsbedingt war. Wobei natürlich schon die Bosheit da, vor allem Herrschers Unheil, schon um einiges stärker war. Gut, wir sind ja eigentlich meistens von uns sind Dämonen, oder? 2 Menschen plus Malakim und so, die hätten vermutlich am meisten Probleme. Aber über den Rokure dürfen vermutlich die Bosheit vom Herrschers Unheils vermutlich kaum spüren. Oh, scheiße, haben wir gar nicht gesehen. Out of nowhere. Das ist aber nicht cool. Here! Here we all here. Aua. Das ist der Wind, okay. Der müsste der Erde sein. Und dann war der wieder Wind, glaube ich. Nee, war auch Erde. Come on, really? Ja, Entschuldigung fürs Training, Velvet. Meine Fresse. Nochmal speichern. Warum auch nicht? Ich hatte sicher auch schon mal dümmere Ideen. Allerdings ja auch noch alles relativ friedlich. Das sind ganz. Bin ich irgendwo ein Pingwas? Warte mal ganz kurz. War nicht irgendwo. War das hier vielleicht? Also vielleicht kann das. Die Quest kann ich nicht mehr machen, wa? Scheiße. Ja, mittlerweile weiß ich, ja, aber da etwas erwähnt von wegen, ja, da Pingu und so weiter, die gibt es irgendwie eine Quest und so. Mit, ja, anderen Tales of Charakteren halt und. Das wollte ich noch nicht jetzt auslösen, aber es ist rausgefunden, es kommt noch gar nicht jetzt vor, da kommt erst später. Da kann ich auch gar nicht jetzt schon irgendwie auslösen, es kommt echt erst irgendwie zum Ende des Spiels hin und ja, war mein Fehler. Entschuldigung, hätte da ruhig irgendwie anquatschen können. Aber jetzt ist ja auch egal. So, das war eigentlich auch relativ alles noch friedlich. Where are we going? Where's my mom? Kamoana, your mother is still far away. Then I need to wait for her at home. Let's go back to Haria. Scary demons are running through the village. It's too dangerous there now. But I want to see my mom. Your mom would be sad if you got hurt by a demon. Come with us, and we'll keep you safe until she comes back. Okay, I'll go with you. I wouldn't want Mom to be sad. Oh, so traurig. Verdammte Scheiße. Diese miesen Exorzisten, die mal in den Finger kriege. Da unten geht's nicht lang, ernsthaft, aber hier oben schon, okay. All right.
You're going to tell me about the demon blight and malevolence. Are you seriously thinking of breaking the Moloch taboo? That depends. Moloch taboo? This is about more than just the demons. You could say it's the truth behind how this world really works. The knowledge can be devastating to humans, throwing into question everything they think they know. And so the Malachim agreed to withhold it from humans, for their own protection. Do you still want to know? It's not like I'm a human anymore. I can't keep lying to myself. I can't go on unless I know the truth. You asked for it. First of all, this thing, this illness you call Demon Blight does not exist. Any human carries the potential of becoming a demon. All it takes is for the malevolence lurking in their heart to overflow. And what exactly is this malevolence? Impure emotions beyond what reason can suppress. Think of it as the sin buried in men's souls. So you knew. I'm a witch. So malevolence is the darkness in all our hearts. Make any sense to you guys? Any at all? When you put it like that, yeah, it makes a lot of sense. By nature, humans are incited by negative energy. It is easy to turn them towards impurity, creating malevolence. In fact, most people are constantly generating malevolence. It might even be possible that demons are people's true selves, and what little reason they possess is all that keeps them in human form. If the masses realize this, the realm would be thrown into utter chaos. That's why the Abbey propagates the lie of demon blight. So I presume. That can't be true! You know yourselves there weren't any demons before the opening! It used to be that humans couldn't see demons, or Malachim. Not unless they possessed a unique spiritual talent we call resonance. All your average human would see was someone turning extremely violent. Unable to explain what was happening, they'd just call those people possessed or feral. Then what made people see them all of a sudden? I don't know. My guess would be that something triggered greater resonance among all of humanity. And then, on the day of the Advent, all humans gained the ability to perceive Malachim. And in the following days, the Exorcist numbers swelled. This has to be Artorias' doing. But if there's no sickness, why would an entire village turn into demons at the same time? 8-headed is the Lord of the land, with 7 mouths to devour malevolence. Humans produce malevolence, which Therians consume and transmit to Innominat. But when we removed Kamawana from the Earth Pulse point... Clever boy. That's right. With no Therian to absorb their malevolence, the villagers could no longer contain it. So you're saying it's all my fault? Hey, what's going on? You all look so sad. It's scaring me. On the other hand, at least now we know we can trust the contents of that ancient book. We tear the Therians away from their Earth Pulse points. Innominat's power will wane, and will prevent this awakening. But if we take away the Therians, then more and more humans will turn into demons. It's the only way to kill Artorias. Ooh, the knives come out. So even the truth won't stop you. Very well.
Since each Therian looks different, we'll only find them by capturing the Earth Pulse points one by one. What separates humans and demons? That's Eleanor. Cheer up, Eleanor. Your mommy's looking over you too, you know. Yeah, so she is. Thank you. Come, Alana. Grimoire, I want you to tell me more about what you said earlier. About malevolence? I told you, the subject is taboo. I understand that human emotions create a poison called malevolence that turns people into demons. Is there no way to stop malevolence from being created? As long as humans remain human, no. Malevolence is born of emotion, you see. But your kind must have found a way around it. Malakim experience emotions too. But Malakim do not produce malevolence, unlike humans. That's a lie. I've watched a Malak turn into a demon. That only happens when we are exposed to too much external malevolence. True. The island was full of prisoners and demons. And Melchior hit that Malak with something that turned it into a wyvern. Was it malevolence? To Malakim, malevolence is a powerful toxin. We seek those of purity to serve as vessels to protect us from it. It is not a perfect solution, however. If the vessel is corrupted, the Malak is as well. That is correct. So if Eleanor turns into a demon, then Laphicet... That must be what Eisen meant when he said he'd hate to see Laphicet's vessel broken. A small crack in one's soul is often all it takes to break a person apart. So try not to pick on our squeaky clean exorcist too much, Thanks for the warning. Ja gut, aber ich fürchte, das wird Eleanor schon von selbst erledigen, weil ganz ehrlich, was die hier noch alles erfährt, beziehungsweise bereits erfahren hat und noch erfahren wird wegen der Abteilung und so, das kann nicht lange gut gehen, Freunde. Das wird eine Katastrophe. Okay, ja, die Mundpace war eine Lüge. Wir erfahren also endlich die, ja doch im Prinzip die Wahrheit in der ganzen Bosheit und so weiter. Was noch interessant ist, in Zestiria wurde die Bosheit und die Läuterung in einem Klang genannt. Hier allerdings nur die Bosheit. Heißt das ja, die Läuterung gab es bis jetzt noch gar nicht? Aber ich meine, allein Arturus ist schon Hirte. Also, er müsste ja schon in der Lage dazu sein, die Menschen. Naja. Ich denke noch zu früh, schon darüber zu spekulieren. Wir werden sehen, wie es weitergeht hier bei Tales of Berseria in der nächsten Episode. Wieder mal vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Und bis dahin, ciao zusammen.